Das Dampfschiff ob der Elf. Wenn Lars Louis Linneck mal der Winterblues packt, Das Dampfschiff ankt und jagt, jümmers den Elfstrom lang. dann gibt es für ihn nur eins: ab an die Elbe. Denn das ist für den Hamburger Musiker die allerbeste Therapie. Jo, da mach's wohl sagen. Also ich bin unheimlich gerne hier im Hafen, schon seit meiner Kindheit. Mein Vater war früher im Freihafen, hat dort gearbeitet und mich häufig mitgenommen als Lüttenbutsche. Und bis zum heutigen Tag ist das einer meiner Lieblingsplätze. Wandern eine Elf, eine Wode. Bereits mit 6 Jahren hat er seinen ersten Snutenhobel bekommen. Wandern eine Elf. Seitdem ist die Mundharmonika sein ständiger Begleiter und Blues ob Platt seit rund 25 Jahren sein Markenzeichen. Gestern stellte er das neue Album Törn ob'm Elfstrom im Lichtwachsaal der Karl-Töpfer-Stiftung vor. Jedes einzelne Lied besingt einen meiner Lieblingsplätze an der Elbe, sowohl an der Unterelbe als an der Oberelbe. Und dann habe ich aber zusätzlich versucht, die ganze Geschichte in einen Bogen zu legen. Moin, 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 moin. Norddeutsche Geschichten erzählen. Lars Louis Linneck ist ein vielgefragter Musiker. Großstadtrevier, Sesamstraße, die Sendung mit der Maus. Sie alle setzten schon auf seinen typischen Snutenhobelklang. Und dieser beschert ihm jetzt eventuell noch einen neuen Job als musikalischer Botschafter der Stadt Hamburg. Ich habe mich da sehr drüber gefreut, weil es natürlich eine Ehre ist, dass ein Produkt von mir vom Hamburger Bürgermeister mit als Gastgeschenk an die ausländischen Partner auf seinen Reisen gegeben wird. Und da war in erster Linie die Freude riesengroß darüber. Das ist ja fantastisch für mich, dass so etwas passiert. Lars Louis Linneck und sein Snutenhobel, ein waschechtes Hamburger Souvenir, das es verdient hätte, in die weite Welt hinausgeschickt zu werden.